Am letzten Sonntag hat Simon Etter Predigt da. Der Simon hat uns mitgenommen in die Frage, wie wir mit Versuchungen umgehen. Die Verlockung war für Adam und Eva zu gross. Die Frau und der Mann haben entschieden, Gott den Gehorsam zu verweigern und die Kontrolle selber zu übernehmen. Sie war die Abkehr vom kindlichen Vertrauen zu Gott, die Abkehr von der Abhängigkeit zum Vater vom Himmel hin zum eigenmächtigen Handeln. Nicht dein Wille geschieht, sondern mein Wille geschieht. Autonomes Leben, das ist heute auch sehr, sehr top aktuell, wie es immer war. Aber es dunkelt mich noch mehr aktuell. Mein Leben, meine Entscheidung, mein Bauch, meine Orientierung, my way. Es geht niemand etwas anderes an. Aber heute sind wir im Teil 4, der heisst «Raus aus Eden, was jetzt?». Wir sind in einer Bibelserie und darum warne ich euch schon ein bisschen, werden wir relativ viel in der Bibel lesen. Die Konsequenzen vom Versagen ist mein erstes Unterthema. 1. Mose 3, 7-10. Da wurde ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren, flochten Feigenblätter zusammen und machten sich eine Schurz, die typischen Feigenblätter. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm: Wo bist du? Und er sagte: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Mache da mal eine Pause. Durch den Sündenfall ist Scham eingezogen. Da, wo das Gewissen von Menschen noch intakt ist, da zieht immer bei Fehlverhalten, bei Lebensfehltritt Scham ein. Scham vor Menschen, die einem nahe sind. Scham vor der Öffentlichkeit. Scham vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Geschäft. Die Scham, die Angst, aufzufliegen. Nackt vor den Menschen zu stehen, in der Realität, so wie man eben ist. Die beiden haben sich einen Schurz gebastelt aus Feigenblättern, der aber nicht gelangt hat, ihre Blöße zu verdecken. Da, wo noch ein Schimmer von Gotteserkenntnis da ist bei Fehlverhalten und Fehltritt nicht nur Scham vor Menschen, sondern tritt auch Scham vor Gott ins Leben, so wie bei Adam und Eva. Möchte ich heute Morgen als erstes fragen: Kennst du einen Moment von der Scham? Hast du Angst, dass irgendetwas auffliegt vor Menschen, wo du könntest nackt vor ihnen dastehen? Ich lese weiter, Vers 11-13. Und er sagte, Gott hat geredet: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sagte Adam: Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Da sagte Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sagte: Die Schlange betrog mich und ich aß. Durch den Sündenfall zerbrechen da Beziehungen. Einmal Beziehung zwischen Menschen, die sich eigentlich sehr nahe sind. Es fängt das erste Spiel an, das erste Mal im Leben, das erste Mal wird überhaupt das Schwarz-Peter-Spiel gespielt. Das ist der Moment, wo das Schwarz-Peter-Spiel erfunden worden ist. Der Adam gibt seiner Frau Schuld und Eva schiebt es auf die Schlange. Es ist so typisch der Anfang von einer Abwärtsspirale. Später sehen wir dann, wie die Spirale weitergeht, bis zu den Nachkommen Kain und Abel, wo es der erste Mord gibt.
Am Schluss, aber da ist noch Gott schuld. Nicht nur der Mensch. Wie gehst du mit Fehlverhalten um? Gehörst du auch zu den Menschen, die Fehlverhalten anderen in die Schuhe schiebt? Die Fehlverhalten abschiebt auf andere? Gehörst du zu den Menschen, die Schwarz-Peter-Spiel spielen? Manchmal ganz im Kleinen, eigentlich im fast Unbedeutenden, aber es ist so, uns so tief eingepflanzt. Vor 2 Tagen habe ich jemanden gefragt, Gast einer Kleingruppe, und sie haben mir gesagt, nein, wegen der Gruppe. Und ich habe gedacht, das ist genau das, was ich oft höre. Ich war ja 2 Wochen in Griechenland, habe dort gearbeitet, und wenn ich die Leute frage, in welche Kirche gehst du, dann sagen sie manchmal, ich gehe keine Kirche, und dann schieben sie gerade noch wegen der Kirche. Das Schwarz-Peter-Spiel, merken wir etwas? Ganz im Kleinen, fast Unbedeutenden. Aber noch niemand hat mir gesagt, weisst, ich habe im Moment eine Glaubenskrise. Oder im Moment bin ich nett der Schuhe, darum gehe ich nicht in eine Kirche oder in eine Kleingruppe. Oder weisst, ich habe mich dort gelangweilt oder so. Einfach so ganz ehrlich sagen, Verantwortung übernehmen, was das mit mir macht, was für mich bedeutet. Und so ist das Schwarz-Peter-Spiel im Grossen eben auch allgegenwärtig. Immer wieder stehen wir in der Gefahr. Wie geht es dir da dabei? Spielst du manchmal auch das Schwarz-Peter-Spiel mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann, am Arbeitsplatz, mit dem Chef, mit anderen Mitarbeitern? Es ist so Mode, es ist so Trend, die Schuld auf andere abzuschieben, nur nicht selber schuldig sein, nur nicht selber die Verantwortung tragen. Ich mag mich erinnern, was wir als Pfadfinder noch alles gemacht haben früher. Wir dürfen es heute gar nicht mehr erzählen, wir können heute, glaube ich, kisten. Und da sind Fehler passiert, da sind Unfälle passiert, aber hat doch kein Mensch gefragt, wer ist schuld. Natürlich, wir sind selber schuld gewesen, wir haben es Zeichen gemacht. Aber heute musst du immer einen Schuldigen suchen. Und jeder duckt sich und jeder verbirgt sich. Oder frage mal den Namen Beamten am Telefon, wie ist jetzt Ihr Name? Wenn es um eine Zusage geht. Dann kommt der Stocken am anderen Ort. Selber Verantwortung tragen, selber Verantwortung übernehmen. Das ist heute schwierig geworden, weil wir das Schwarz-Peter-Spiel so eingeübt haben. Im ersten Text, den ich heute gelesen habe, haben wir gelesen, dass sich das Paar versteckt hat. Aber Gott lässt die Menschen nicht hinter den Bäumen sich verstecken. Er hat den Menschen geschaffen für Beziehung. Und darum lesen wir dann im 1. Mose 3,9: Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm, wo bist du? Das Wo bist du? Immer wieder durch die ganze Bibel durch ruft Gott den Menschen zu, wo bist du? Er ist immer wieder auf der Suche nach Menschen, die sich irgendwo verstecken. Ich weiss nicht, wie der Wald heisst, wo du dich vielleicht versteckst. Vielleicht ist es ganz simple Betriebsamkeit, wo dich versteckst. Irgendwie so in deiner Hamsterrad dich versteckst. Gott ruft heute Morgen, wo bist du? Vielleicht hast du schon lange keine Gemeinschaft mehr gehabt mit dem Vater im Himmel. Vielleicht ist das im Gottesdienst der einzige Moment, wo du dich dem aussetzt. Vielleicht ist das daheim schon lange passé. Und Gott ruft dir, wo bist du, Erwin? Wo bist du, Nadja? Ich will durch Halbböden durch. Ich will unbedingt Gemeinschaft mit dir. Denn Gott hat uns Menschen geschaffen, damit er Gemeinschaft kann haben mit uns. Ein bisschen weiter ab Vers 16 und 17. Und zu der Frau sagte er, ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger bist. So sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sagte er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten und sagte, du sollst nicht davon essen, sei der Erdboden um deinetwillen verflucht. Dein Leben lang sollst du dich mit Mühsal von ihm nähren. Der Sündenfall hat Konsequenzen. Die erste
Menschen müssen mit den Konsequenzen leben, wie bis zum heutigen Tag. Die Geburt der Kind bei der Frau, wo plötzlich so mühsam geworden ist und eigentlich gar nicht so gedacht war von Gott. Der Erdboden, der Disteln trägt, der mühsam ist zu bearbeiten. Auch unsere Fehltritte, Freunde, haben Konsequenzen. Andere als in dieser Geschichte. Es ist so eine Abwärtsspirale, die anfängt, wenn wir Fehltritte machen, bis zum heutigen Tag. Egal ob Christen oder nicht Christen. Dort, wo Menschen ins Fehlverhalten kommen, dort, wo Menschen Fehltritte machen, dort kommt es zu einer Abwärtsspirale. Zuerst kommt Scham. Dann kommt das Abstreiten. Dann kommt das Abschieben von Verantwortung. Dann verstrickt man sich in Lügen und dann zieht man sich von anderen Menschen zurück. Das beobachten wir im Öffentlichen, bei Politikern und Topshots aus der Wirtschaft, aber auch bei Pastoren von grossen führenden Gemeinden weltweit, die plötzlich durch einen Fehltritt in so eine Abwärtsspirale kommen und nicht mehr daraus rauskommen. Aber natürlich nicht nur im Öffentlichen. Dort sehen wir es und lesen wir es vielleicht in der Zeitung oder in christlichen Heftchen. Aber auch ganz im Privaten gibt es die Abwärtsspirale. Von nicht wahrhaben, von verleugnen, von sich zurückziehen von den Menschen ins eigene Loch hier. Es gibt nur einen Weg raus aus der Spirale. Es ist der Weg von David, der raus ist aus der Spirale. Es sind 3 Sachen, die er gemacht hat, der David. Erstens hat er es zugegeben. Zweitens hat er es bereut. Und drittens ist er umgekehrt. Nachdem er den Mann, der Uriah, von der Bathseba in den Tod geschickt hat. Aber es hat einen Nathan gebraucht, wo David gesagt hat, du bist der Mann. Nathan heißt übersetzt, Gott, der Herr, hat geschenkt. Menschen, die in einer Abwärtsspirale sind, brauchen einen Nathan. Brauchen eine Freundin oder einen Freund. Brauchen ein Gespänli oder ein Gespann, wo ihnen hilft zu sehen, dass sie in einer Abwärtsspirale sind. Das sind dann sogenannte Geschenke von Gott. Da habe ich 2 Fragen. Die erste Frage, bist du eventuell in einer Abwärtsspirale? Dann möchte ich dich ermutigen, komm raus. Komm, gib es zu. Komm mit Treue und komm mit Umkehr. Und andererseits möchte ich dich fragen, vielleicht könntest du so ein Nathan sein oder Nathanin. Gott, der Herr, hat es geschenkt. Vielleicht kannst du so ein Geschenk sein für eine Frau oder einen Mann, wo du merkst, dass die Person in einer Abwärtsspirale ist. Wir fürchten uns so. Denn ich habe am Anfang gesagt, mein Leben, mein Bauch, alles gehört mir. Es geht niemand etwas an. Vielleicht sind wir da, was wir früher einfach die Leute immer korrigieren und ihnen ins Leben reden. Sind wir vielleicht an einem Ort, wo wir uns nicht mehr getrauen. Dort, wo wir den Ehemann, die Ehefrau, den Freund, die Freundin, Geschäftskollegin, Geschäftskollege sehen in einer Abwärtsspirale, mal ins Leben zu reden. So wie ein Nathan. Und ihnen schlussendlich zu einem Geschenk von Gott zu werden. Dass sie umkehren können, so wie David umgekehrt ist. Nicht immer funktioniert es, wenn so ein Nathan kommt und sagt, du bist der Mann. Ich denke, als Samuel zum König Saul kam, hat es nicht funktioniert. Der Saul hat es nicht wahrhaben. Und darum ist beim Saul die Abwärtsspirale so weit gegangen, bis er im Suizid gelandet ist. Auch das sehen wir leider in der Öffentlichkeit da und dort. Dass die Spirale so stark ist, bis zum Suizid landet. Hätten doch die Frauen und die Männer jemanden, der ihnen ins Leben reden würde. Und würden sie doch hören, damit die Spirale aufhören könnte. Vielleicht bin ich heute Morgen jemand von dir, der in die Spirale reinredet und sagt, stopp, hör auf.
Wir wollen ein paar Vers mitnehmen von dem Psalm, wo der David geschrieben hat. Jetzt habe ich den falsch, aber ist gleich. Der David hat 4 Bußlieder geschrieben. 4 Bußpsalmen. Und einer ist ein ganz starker davon, wo er sagt, ich habe gesündigt, ich habe Fehler gemacht. Ich weiß, ich bin schuldig geworden. Gegenüber dir, Gott, bin ich schuldig geworden. Der David, der König, hat sich nicht geschämt, dass die Psalmen vorgesungen worden sind in seinem Volk hin und her. Er hat sich nicht geschämt, dass wir bis zum heutigen Tag wissen, er hat es bereut. Dass wir bis zum heutigen Tag wissen, er ist umgekehrt. Was für ein Mann. Wie kannst du gut enden in deinem Leben? Ich bin überzeugt, dass der Saul weniger Fehltritte gemacht hat als ein David. Und trotzdem hat der David gut enden. Und das aus einem Grund, weil er bußbereit war. Weil er bereit war, sich das Leben nie zu reden lassen. Weil er bereit war, umzukehren. Was für eine Gnade, wenn Menschen bereit sind, sich ins Leben nie zu reden lassen. Was für ein Geschenk. Was für eine Hoffnung kommt da ins Leben nie von Menschen. Mein nächster Untertitel heisst Gottes Gnade trotz Konsequenzen. Im Vers 21 lesen wir, und Gott der Herr machte Adam und seine Frau Gewänder von Fellen und bekleidete sie. Der selbstgefertigte Feigenblattschurz, das berühmte Feigenblatt, hat nicht gelangt, um die Nacktheit, das Bloßsein vor Gott und den Menschen zu verstecken. Es hat ein Tieropfer gebraucht. Es hat ein Tierli müssen sterben, wo Gott das Tierli sterben lassen hat, um diesen Menschen ein Kleid zu machen. Das ist das allererste Tieropfer in der Bibel überhaupt. Es sind nachher ganz viele Tieropfer gefolgt, um die Schuld der Menschen zuzudecken. Damit Gott die Schuld vergibt, hat es immer wieder Tieropfer gebracht. Das bis zu dem grössten Opfer von allen Opfern, bis zu Jesus Christus, wo für ein für alle Mal das Opfer war, wo es nachher kein Tieropfer mehr braucht. Das liegt da drin schon angelegt, in dem Schöpfungsbericht, die Tieropfer, und weist schon hin auf das Opfer von Jesus Christus. Der Jesus, wo das nackte Gefühl, wenn man es bekennt, kann uns die Scham nehmen und Wiederherstellung von der Beziehung von uns zu Gott. Und es gibt einen zweiten Hoffnungsschimmer da in der Schöpfungsgeschichte. Ich lese 3,15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist ein ganz spezieller Vers. Da leuchtet Gottes Rettungsplan auch durch. Es ist prophetisch auf Christus, was heißt, die Schlange wird dir in die Ferse stechen. Das ist die Kreuzigung von Jesus. Das ist der Verrat von Jesus. Das ist das Leiden von Jesus. Aber der Text sagt, aber du wirst der Schlange den Kopf zertreten. Christus hat der Schlange am Kreuz, wo er gestorben ist, wo er gerufen hat, es ist vollbracht, den Kopf zertreten. Das heißt, er hat die Wirksamkeit, die allgegenwärtige Wirksamkeit der Schlange zerstört. Er hat uns befreit vom Müssen, der Schlange zu folgen und verführt zu werden. Wir können seit Christus Tod und Auferstehung der Versuchung widerstehen. Es ist möglich. Christus selber hat es vorgelebt, der Versuchung zu widerstehen. In dieser Versuchung in der Wüste, wo er mit dem Wort Gottes widerstanden ist. Oder in der Versuchung im Garten Gethsemane, wo er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich lese weiter, 3,22 und 23.
Und Gott, der Herr, sagte, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, damit er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten eben. Damit er nicht ewig lebe. Mit dem Sündenfall ist das ewige Leben zerstört worden. Und der Mensch ist aus dem Garten Eden raus vertrieben worden. Damit er nicht ewig lebe. Und dann kommt wieder die frohmachende Botschaft aus dem Neuen Testament, wo es im Johannesevangelium heißt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Christus Jesus hat am Kreuz das ewige Leben für uns wieder errungen, wieder erworben und wir dürfen das ewige Leben haben. Das ist meine nächste Frage. Was bedeutet dir das ewige Leben? Es hat in der Geschichte der Kirche unterschiedliche Phasen gegeben. Phasen, wo man ganz viel vom ewigen Leben geredet hat. Phasen, wo man eigentlich fast lebensflüchtig war und sich nur noch aufs zukünftige Leben ausgerichtet hat. Und ich glaube, wir sind eher in einer Phase, wo man das ewige Leben so ein bisschen locker nimmt. So ein bisschen, ja, ich bin ja noch jung und es pressiert da noch nicht mit dem ewigen Leben. Freunde, was für ein Leben zeigt uns die Bibel? Wer wirklich an das ewige Leben glaubt, wer wirklich mit dem ewigen Leben rechnet, muss nicht alles jetzt aus dem Leben raussaugen, wo jetzt ist. Er oder sie muss nicht alles jetzt Tante Bede, jetzt sofort McDonalds-mässig haben. Sondern er kann einmal ein Leiden aushalten, einmal eine Schwierigkeit in seinem Leben aushalten, weil er weiss, das Beste kommt noch. Das ist nicht Lebensflucht, sondern das ist eine christliche, absolute, 100%ige Realität. Das Beste kommt noch, das ewige Leben. In der Offenbarung sehen wir dann gerade 4 Stellen, wo der Baum vom Leben wieder vorkommt. In dem neuen Jerusalem steht der Baum, mehrere Bäume vom Leben, nicht nur einen. Und ich freue mich einmal, in dem Jerusalem zu sein und dann den Baum vom Leben zu sehen und davon zu essen. Das ist Wiederherstellung vom Garten Eden. Auch auf diese Zeit warte ich. Das ist mehr als das ewige Leben. Das ist Wiederherstellung von allem. Die Geschichte von Adam und Eva ist dunkel. Aber immer wieder leuchtet das Wort von der Gnade durch. Schon ganz am Anfang. Gott ist nicht in Panik geraten, weil die Menschheit so verdorben war, sondern hat von Anfang an in der Schöpfungsgeschichte das Wirken der Erlösung von Christus schon inkludiert. Er hat schon gewusst, was er da geschaffen hat. Er hat schon gewusst, wie der Mensch Erlösung braucht. Und er hat das in der Schöpfungsgeschichte durch Tieropfer und durch Hinblick und Hinweis auf den Messias, auf den Jesus Christus schon inkludiert in den Schöpfungsbericht. Wir sehen in der ganzen biblischen Geschichte das Versagen der Menschheit. Ob bei Kain und Abel, beim Abraham, beim Isaac, dann beim Köbeli, oder dem fehlgewickelten Typ, oder bei dem Jakob. Wir sehen überall im Leben von diesen Menschen Gnade von Gott. Wir sehen, wie Fehlverhalten Gnade von Gott nicht killen kann. Wir sehen sie durch die ganzen Propheten durch, wie die Propheten rufen, Mensch, wo bist du? Volk, kehr um. Gott ist ein Gott von der Gnade, ein Gott von der Wiederherstellung. Das Versagen vom Menschen ist nie eine Endstation. Das ist Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Das Versagen vom Menschen ist immer wieder ein Punkt, wo ein Neuanfang passieren kann. Das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium.
Ich habe ein paar Gedanken zum Nachdenken, wo wir uns Zeit nehmen jetzt. Du kannst es mal bringen, bisschen gut. Spielst du im Grossen oder vielleicht ganz im Unbedeutenden Schwarz-Peter? Hast du dich schon daran gewöhnt, an das Schwarz-Peter-Spiel? Oder übernimmst du Verantwortung und schaust, was dein Anteil ist in einer Sache und nicht der Anteil von anderen? Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe zu viel gehört von Menschen, die ihre Stelle verloren haben, die gesagt haben, ja, ich bin gemobbt worden. Und dann habe ich manchmal ein paar Fragezeichen gehabt, wenn sie zum 3. Mal gemobbt worden sind. Ich habe mich gefragt, vielleicht müsstest du auch mal anschauen. Vielleicht könnte es auch mit dir zu tun haben. Das Schwarz-Peter-Spiel hat noch niemand geholfen. Es ist eine Endstation. Es ist wie eine Einbahnstraße, die einem nicht hilft. Ich habe schon versucht, Menschen zu sagen, vielleicht müsstest du bei dir anschauen. Das wäre eben so ein Nathan-Spruch. Leider ist er meistens nicht gut angekommen. Dem Herrn sei es geklagt. Und doch da und da habe ich etwas bewirken mit dem. Hörst du vielleicht Gottes, wo bist du? Weil du dich in einem Baumhag, in einem Wald, in einem Baumhain verheddert hast. Und schon lange nicht mehr die Beziehung mit Gott intakt ist und lebst. Dann hörst du vielleicht heute Morgen, wo bist du? Die nächste Frage ist, was bedeutet dir das ewige Leben? Ist das eine Option für dich? Ist das ein Ausblick? Ist das etwas, wo du sagst, hey, das hat mir Wert, das ist mir wertvoll, das ist etwas Gewaltiges. Nicht nur, weil du schon alt bist wie ich, sondern auch, wenn du noch jung bist. Und das Letzte, was bedeutet dir Gnade und Neuanfang? Gib euch einen Moment Zeit, um mir Gedanken zu machen darüber. Darf ich euch bitten zum Aufstehen fürs Gebet? Allmächtige, du hast schon in dieser verkorksten Schöpfungsgeschichte Gnade inkludiert. Du hast den Ausweg schon dort drin gezeigt. Und Christus Jesus ist wahr. Die Schlange hat dir in den Fersen gebissen. Aber du hast ihr den Kopf zertreten. Allmächtig, ich danke dir für die Gnade durch Christus. Ich danke dir für die Erlösung von diesen Tieropfern. Die Tieropfer, die doch nie genügt haben und es immer wieder neue Tieropfer gebraucht haben. Mir kommt gerade die Bibelstelle in den Sinn, wo es heisst, manchmal sind wir wie Menschen, die in den Spiegel schauen und weglaufen und wieder vergessen, wie wir ausgesehen haben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wir nicht heute Morgen in den Spiegel geschaut haben und etwas erkannt haben und davonlaufen und es im Trubel der Zeit wieder vergessen. Ich bitte von ganzem Herzen, Heiliger Geist, dass du uns aufzeigst, wo noch Veränderung darf, im Kleinen oder im Grossen passieren in unserem Leben. Wo Eltern nicht nur ihren Kindern Schuld geben, sondern sich selber überlegen, wo ist ihr Teil? Wo Menschen nicht einfach ihrer Vergangenheit Schuld geben, sondern fragen, was ist ihr Teil heute? Wo Menschen nicht ihren Arbeitskollegen und ihren Chefen Schuld geben, sondern sich fragen, was ist mein Teil heute? Und mit dem Teil zu dir kommen, Heiliger Geist, und bitten, dass du Licht gibst.
und Wiederherstellung, Korrektur. Ich bitte dich, dass wir da und dort so Nathan sein, so Geschenk von Gott an andere Menschen. Herr, und möchte gerne dir, Jesus, begegnen im Abendmahl. Mit Brot und Wein. In dem Akt von der Gnade. In dieser Handlung von der Hoffnung. In dieser Handlung von der Gewissheit, erlöst zu sein. Auf das dein Reich kommt. Auf das dein Wille kann geschehen in unserem Leben. Herr, wir bekennen auch, dass dein Wille gut ist. Wir bekennen, dass dein Wille gut ist. Dass deine Wege gut sind, dass deine Anordnungen gut sind. Wir ringen uns durch und sagen, wir glauben, dass du es gut meinst. Danke dir für den Moment von der Stille. Den Moment von der Ausrichtung. Und Ankläger, wir sagen dir in Jesu Namen, du hast kein Anrecht, uns anzuklagen. Du hast kein Anrecht, uns in dieser Spirale hineinzulassen. Sei die Spirale klein, mittel oder gross. Heute ist Endstation. Heute ist Ausstieg aus der Spirale. Heute ist der Tag, wo wir ins Licht kommen können. Heute ist der Tag, wo wir uns nicht mehr schämen müssen. Und wir können dazu stehen und können einen neuen Anfang wagen. Ich liebe dich, Jesus. Ich brauche dich, Christus. Ich brauche deine Gnade, deine Wiederherstellung. Und darum freue ich mich aufs Abendmahl. Amen.